Servel Podcast, dat sie Blicke han d Kulisse vun engem vun de größten Employern zu Lützeburg. Mir bringen ihrch méi no und die faszinéieren a vielfältig Welt vun der CRL. Willkommen am Podcaststudio von der CRL. Mein Name ist Sandy Nonweiler, Chef de Service Kommunikation a Pressesprecher. Und bei mir haut am Studio Madame Doris Horvath, Chef de Service Sécurité, Sûreté und Environnement. Guten Morgen, Doris. Guten Morgen, Sandy. Es freut mich, dass wir heute zusammen sind, für ein bisschen zu potren über alles, was Sicherheit bei der Schiene, bei den Gleisen ist. Und ich gebe so, wir fangen direkt an. Wir machen als CRL immens viel, wir sensibilisieren schon, und das fängt ganz frei an, mit den Jugendlichen, mit den Kindern, für eben auf die verschiedenen Gefahren, die auf der Strecke lauern, eben aufmerksam zu machen. Was machen wir da alles als Initiativen, Doris? Ja, die Gefahren am Gleisbereich, die gehen oft in der Schad. Für wer das so, ich denke immer, oh, was kein Zug könnt, also kein Problem, da laufen nicht über die Schienen. Wir vergessen, wenn ein über die Schiene lebt, da riskiert dieser Leben. Es kann immer ein Zug kommen, aber wenn der Zug schon da ist, dann ist es zu spät und ein Zug kann aus allen Richtungen kommen. Muss ich bedenken, der Bremsweg von einem Zug, den ist bis zu 1200 Meter. Und wenn ein Zug sieht, da bremst er. Und dann mischt ein Alarm, wir können nicht mehr zum Stehen. Und dafür sind so Sensibilisierungen ganz wichtig. Was wir machen, wir gehen an die Lyceen schon ganz frei bei den Jugendlichen. Da gibt es die Kampagne 10 Steps to Rail Cool. Das machen wir seit 2010. Wir haben hier ein kleines Video, das könnt ihr gucken bei YouTube. Das ist vor allem ein Video, das didaktisch benutzt wird an den Schulen. Das heißt, wir weisen den, da gibt es eben 10 Punkte. 4 davon sind Respekt. Und die anderen 6 ist, wie behandle ich mich beim Gleis und auch, also Quai und auch am Zug, für dass mir nichts geschieht. Und du können die Schulen sich auch bei euch melden? Ja, also das heißt, wir haben so eine 10 Steps to Rail Cool Box. Da gibt es die Möglichkeit, dass der Prof selber sieht, hey, das ist an der Septième, wo das passiert, wenn die Leute von der Primärschule an der Lycée kommen, Schüler. Und da kann hier selber die 10 Steps to Rail Cool Box auslehnen und selber das Programm gestalten. Es geht darum, für die Gefahren zu schwätzen. Wir haben auch Rechenaufgaben. Wie lang ist der Bremsweg von einem Zug? Wie lang ist der Bremsweg von einem Auto? Das kann ich ganz interaktiv gestalten. Da melden sich ganz einfach bei uns auf der E-Mail security@crl.lu. Security ohne Akzent, mir ganz easy geschrieben. Oder wir können auch selber mit von uns, die möchte das dann noch so gestalten, wie das dann an das Programm passt. Das ist meistens am September, Oktober, wenn die Schule geht, für dann direkt ab September die Schüler zu sensibilisieren, ob die Gefahren. Du sagst gerade September, den Übergang von der Grundschule an der Lycée, wir machen aber etwas für die Nachmittag. Ja. Was tun wir da, was wir machen? Effektiv, seit 2012 haben wir ein ganz kleines kleine Broschüre, so eine Art Pixie-Buch, und das heißt der Levi und der Fraschi, und das richtet sich Kinder zwischen 5 und 8 Jahren, und du hast im Prinzip dieselbe. Wir haben eine Kiddie-Train-Box mit einem richtigen kleinen Levi, das ist ein Leif. Natürlich, wir stehen alles richtig an den Gleisen, an den Zug. Und da geht es der Fraschi. Dem ist Quatsch. Dem ist Quatsch, ganz genau. Und darüber kann ich dann noch mit den Kindern eine flotte Geschichte erzählen. Und das ist auch interaktiv. Und im Prinzip ist dieselbe. Es kann ich selber auslehnen als Kiddie Train Box. Oder bei uns aufrufen, da könnt ihr mit Mitarbeiterinnen der CRL an die Crèche oder Spielschule an Mr. Martinen eine Sensibilisierung. Das ist auch security@crl.lu. Doris, wir machen weiter mit dem Stichwort sensibilisieren, edukieren, wir haben just von der Schule geschwärzt. Wir gehen aber auch mit breit an die ganze Öffentlichkeit, wo wir Kampagnen machen. Erzähl mir, was wir da schon alles gemacht haben an der rezenten Vergangenheit.
Ja, effektiv, wir machen auch Videos für das Publikum zu sensibilisieren. Wir haben 2017 ein Video gemacht mit der Police, den heißt Give Life a Priority, wo wir hauptsächlich auch über das Verhalten bei den Barrieren schwätzen. Und wir kommemorieren noch all Jahres den Barrierentag, die Sicherheit auf den Barrieren, den heißt ILCAT, International Level Crossing Awareness Day. Muss ich wissen, 30% von den tödlichen Accidenten bei den Eisbunnen europaweit gesehen, die geschehen op de Barrieren durch dat nicht respektieren vom Code de la Route. 2018 haben wir an dem Kader auch 3 Spotte gemacht, die fand da übrigens bei YouTube und natürlich auch beim Blog CRL. Du hast Spot von engem jungen Mädchen, dat verleiert sein Schlüssel am Gleis, geht es sicher. Bon, Schluss können wir es vorstellen. Den zweite Video, da handelt es sich um einen Geschäftsmann, den Büro schafft, an den nicht den Souterrain hält, weil den kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste Weg, an die läuft direkt über die Gleiser an. Der Schluss aus derselbesten, nämlich den Tod von dem Mann. Und den dritte Spot, da das ein Autofahrer, den op der Barriere stehen bleibt, wo hannen drun nach Auto sind, 4 drun, an das Stau, an Barriere waren op, men as op Barriere gefuhr, du sind Barrieren zugegangen, und kom nicht mehr raus, weil kurz nicht mehr richtig manövriert mit dem Auto. An der Schluss aus dieselbesten. Demos 2018 haben wir probiert, das so zu machen, dass die emotional Aspekte von den Leuten, die das gucken, stimuliert werden. Und zwar, als die Polizei die schallt und dann eine traurige Nachricht überbringt. Das Jahr sind wir auf ein ganz anderer Schiene gegangen, weil wir ein neues Video gedreht. Bisschen humoristisch, meine ich, gell? Ja, ganz genau. Also wir gedacht, machen wir mal etwas anderes, weil wir müssen alles probieren. Und es sind ganz viele Jugendliche, die über die Barriere laufen und über die Schiene laufen. Wir nicht nehmen. Es sind Leute, die pressiert sind. Es sind auch Leute von ganz verschiedenen Kulturen an anderen Ländern, als das vielleicht ein bisschen mehr Usus. Dann noch von den Tram, du hast an die Schienen, an den Straßen. Wir gewinnen also ein bisschen an Schienen. Beim Zugbetrieb ist das anders, ne? Weil eben der Bremsweg von einem Zug viel mehr lang ist wie die vom Tram und Konsequenzen sind eben deutlich. Ja, der Film ist humoristisch, Sandy. Das läuft, das gesagt. Du hast ein Casting gemacht, gell? Ja, mir gedacht, das haut ganz aus, dass den so ein Casting mischt, ne? Und sehr well als ein Casting. Und mir sichern den eine super Idee hat, für die Gefahren zu erklären, und für die Leute unzuhalten, für nicht über die Schienen oder über die Barrieren zu laufen. Um wir von tun, können die Leute am Spot gucken. Wir haben humoristisch gesagt, die Message ist aber nicht mal seriös, die wir gehen an diesem Spot. Ja, wir verraten natürlich nichts, Handy, gell? Weil da kommen ganz viele verschiedene Leute mit ganz guten Ideen. Aber ganz am Schluss ist das Stopp, nee, dann gehen wir ganz seriös und du hast dann auch, ging es so ganz gut gelungen. Wir haben ja ganz gut gekriegt, für dann 3 seriöse Messagen zu suchen. Den ersten, nicht über die Schiene laufen. Zweitens, bei den Barrieren, wenn sie rot sind, stehen bleiben. Und auch sich weit von den Hochspannungskabeln, Leitungen halten. Weil ihr wisst, 25.000 Volt ist an den Hochspannungen. Und das ist nicht wie eine normale Steckdose. Und Männer wie 3 Meter kann es zu einem Funkenüberschlag kommen und dann verbrennt den und auch das ist deutlich, wird den elektrokutiert. Sprich, die Hauptmessage ist ganz klar, macht kein Quatsch bei den Sachen, die du gerade erzählt hast, weil das all kein sein Leben riskieren. So ist es, Handy.
Doris Minlo just vun lokalen Initiativen geschwart, wat ja well alles ha am Land mcht fir ze sensibiliseieren. Et gëtt awer och en internationalen Dach, den ILKT, du hast se kurz ugeschwart. Wie komme zu dieser Initiativ, dat déi an Liewe grof ginnners? Ja, beim ILKAT geht es der Zuschauer Verhalle bei Barrieren an iwwer den Respekt vom Code de la Route. Was ganz wichtig ist, weil jeder von uns ging ja gern sicher und gesund heimkommen und heimfahren. Und der Code de la Route gilt für jeden, den auf der Straße unterwegs ist und die bis auf eine Barriere kommt. Das ist der Velofahrer, das ist der Fußgänger und noch den Autofahrer. Code de la Route respektieren bei der Barriere, was heisst das? Das will heißen, bei Rot stehen bleiben, die Rotlut bei der Barriere, das ist genauso wie ein Rotlut auf der Straße. Das will auch heißen für den Autofahrer, aufpassen und nicht stehen bleiben auf den Gleisen, recht rüberfahren über die Gleise, wenn gesagt hat, die andere Seite Platz ist für sein Auto. Wir riskieren auch Strafen. Jeder von uns, den der Code de la Route nicht respektiert, riskiert Strafen. Ein Autofahrer, der bezahlt 145 € Protokoll an 2 Punkten. Und das gilt natürlich auch für den Velofahrer. Da gilt auch der Code de la Route, den dann nicht respektiert ist. Wir hören oft, dass die mehr Barrieren, die sind immer so, das ist ja etwas, was viele Leute empfangen. Trotzdem haben wir viel Probleme bei der Infrastruktur, dadurch, dass es eben viel Verhalten bei Dritten ist. Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen, mit was wir eigentlich da all Jahr geplant sind? Ja, wir haben all Jahr ungefähr 60 Barrieren, die wirklich futtig gemacht gehen, an über 80 Incidents. Das will heißen, Barriere fällt handen mal vom Auto oder Barriere gehen ein bisschen verdreht. Und das hat natürlich einen großen Impact, nicht nur auf den Straßenverkehr, aber natürlich auch auf den Zugverkehr. An einem Zug, da sind ein paar hundert Leute zu Spitzenstunden. Und da sind die Leute natürlich auch geplant, wenn sie nicht mehr pünktlich heimkommen oder nicht pünktlich auf die Arbeit kommen. Wir haben natürlich mehr Autos auf der Straße, wir haben noch mehr Zug. Und da gibt natürlich die Kreuzungen, Auto an sich. Und dafür ist es ganz wichtig, den Code de la Route zu respektieren. Doris, du sagst, Nolaustrelo ganz viel über Code de la Route geschwart, aber wie wird den dann nicht respektiert? Ja, also internationale Studien haben belegt, dass Leute gehen, die den Code de la Route nicht respektieren, dass sie unter Druck sind. Sie sind also nicht konzentriert, weil sie auf viele Sachen müssen denken. Dann ist es so, sie sind aufgelenkt durch Handy oder durch sonst etwas Externes, was sie sehen. Und der dritte Punkt ist die Müdigkeit. Dafür hat CRL ja dann noch ein ganzes Programm mit Suppressionen von Passagerniveau oder Barrieren, weil für CRL ist nicht mehr die sicherste Barriere die da nicht mehr gibt. Ganz genau. In diesem Sinn, Doris, so nicht hier vielmals merci für das Gespräch heute, für allem die interessant und lehrreich Informationen über Sicherheit bei den Gleisen an ihr Nolaustra. Merci für den Interesse. Adi bis am nächsten Podcast und für allem riskiert das Leben nicht. Passt auf. Adi. Adi.